Und wir wollen darüber sprechen mit dem BBC-Journalisten Andreas Wolf, der gerade in Deutschland ist, bei uns im Studio. Schönen guten Tag. Sie leben normalerweise in Schottland. Da gab es das letzte große Referendum auf der Insel im Herbst 2014. Da ging es um die Unabhängigkeit von Großbritannien. Schottland blieb drin. Was erwarten Sie nun? Was werden die Briten sagen? Bleiben sie drin in der EU oder nicht? Mit Sicherheit kann das natürlich niemand sagen. Aber nachdem ja noch letzte Woche es in den Umfragen zumindest so aussah, als würden die Briten ganz knapp für den Austritt stimmen, haben wir ja jetzt, nachdem dieses schreckliche Attentat auf die britische Labour-Politikerin Jo Cox passiert ist, in den Umfragen am Wochenende gesehen, dass jetzt wieder eine knappe Mehrheit zumindest für den Verbleib in der EU ist. Und auch wenn man die Buchmacher anguckt, das ist ja auch immer eine interessante Sache, die gehen mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit sogar davon aus, dass Großbritannien in der EU bleiben wird. Also, woher nehmen die ihre Gewissheit? Die haben Analysten, die das so bestimmen. Aber mit Sicherheit sagen kann das heute keiner. Warum wollen denn, also eine knappe Mehrheit ist natürlich immer noch eine sehr knappe Mehrheit, warum wollen denn auf jeden Fall so viele Briten raus aus der EU? Also in der Debatte spielte da vor allen Dingen Immigration und die Wirtschaft eine Rolle. Und zwar die Befürworter wollen Kontrolle haben über die Immigration. Da gibt es ja das Freizügigkeitsprinzip in der EU und sie wollen insbesondere die Zuwanderung aus Osteuropa so ein bisschen eindämmen. In der Wirtschaft sagen sie, sie wollen sich globaler aufstellen. Sie sagen, dass sie durchaus einen Vorteil hätten, wenn sie eben frei entscheiden können, mit wem sie unter welchen Bedingungen wirtschaftliche Beziehungen eingehen. Aber ich glaube, da spielt noch was anderes mit rein, und zwar die Frage der Identität. Dass die Briten eben dadurch bedingt, dass sie ganz tief in dieser Geschichte mit dem Empire, das ja fast die ganze Welt einmal umspannt hat, dass sie dem noch so in gewisser Weise nachhängen. Da gibt es ja heute noch das Commonwealth, dem ja sehr viele britische Kolonien angehören und wo die Commonwealth Games stattfinden, erst vor 2 Jahren in Glasgow. All das ist in der Mentalität so mancher Briten noch sehr im Vordergrund, glaube ich. Gerade die Wirtschaft führt natürlich auch viele Befürworter eines Verbleibs in der EU an. Das stimmt voll und ganz. Und zwar mit ganz starken Argumenten. Auch der britische Chancellor of the Exchequer, der Finanzminister, hat ja klar gemacht, dass er davon ausgeht, dass die britische Wirtschaft um 5-6% schrumpft, falls Großbritannien aus der EU austritt. Egal wie es ausgeht, wird das Land so oder so gespalten bleiben? Wird das nachhaltig noch beeinflussen, dieses Referendum? Das ist eine interessante Frage. Auch da muss ich sagen, das kann man vielleicht schwer vorhersagen. Aber ich denke, wenn Großbritannien in der EU bleibt, könnte ich mir vorstellen, dass diese Wunde schnell auch wieder gekittet ist. Sollte es für den Austritt stimmen, denke ich, kommt bei uns zu Hause in Schottland das nächste Unabhängigkeitsreferendum. Und die Schotten haben ja schon angekündigt, sie wollen am besten nahtlos in der EU bleiben. Andreas Wolf, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.